Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Emission vom 20. Mai 2019. Einen ersten Beitrag, die feiert direkt auf die 1. Mai-Feier auf Stesel. In der Organisation von der Joyce, aber beim herrlichen Wirda und sich Leute aus der Gemeinde Stesel im Vierabend vom 1. Mai am neuen Bauerweg getroffen, für nur der nötigen Stärkung am Fahrgezug Ruf am Dorf zu pilgern. Schon 15 Jahre dokumentiert Television Stesel die erste Kommunion. Hier ist ein Beitrag von diesem Jahr.
Eise Papa im Himmel, Eise Papa im Himmel, der nun wird verherrlicht, der Reich soll kommen, der Welt soll geschehen, wie auf der Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute täglich Brot, verzeih uns unsere Schuld, denn wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Verdeih uns Reich und Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Allereerst bij eerst kent het Kanada. Zodat Jesus hat immer als Lamm von Gott bezeichnet. Jesus braucht für Leben. Jesus heißt Frieden. Jesus heißt Frieden. Herr, es sind nicht wert, dass du mein bestimmt. Dazu können wir gut, aber in Seele gesund. Lecklich. All die Lob angelöhnt sind wie dir, den zu wollen, dich für Jesus.
Ein 90. Geburtstag am Maredok zu Heestref. Und noch ein Flasch, Madame Flasch, liebe Familie, alle gute. Ja, Herr Bürgermeister Klein, Herr Chef Herr Marchetti, sollte noch Damen und Herren vom Syndikat Initiativa von der Armee Peras von Stesel heißen. Ich meine, die Leute tun sich kurzfristig entschuldigt, aber sie kommen nach No. Es sind aufrichtig. Ich allhaut können an der Maredok zu empfangen, für den 90. Geburtstag von ihr Chef Flasch zu feiern. Ich habe am Vierfeld und Herz gelöscht, nicht so viel zu reden, weil den Herr Klein viel zu erzählen hat. Ich werde das dann noch machen. Los möchtest nach der heute so. Am Namen von der Maredok, am Namen vom ganzen Personal von der Maredok, an einer Menge ganz persönlichen Namen wünsche ich dir, Chef Flasch, all Gutes, viel Glück, viel Frieden, all lebt für 90 Jahre. Und wir hoffen alle Guten, dass dir nach langen Jahren bei uns heute zu Heestref sind. Voilà, der Flash, Madame Flash, liebe Familie, und wir sind zwei, oh, das Spiel aus dem Haus. Ich komme heute hin für mehr Flash, für die 90 Jahre zu wünschen, genau auf dem Tag für die 90 Jahre aus ihren Geburt, und zwar zu Rodorf. Am Süden, am Minnat, und da fängt immer eine ganz gute Luft geherrscht zu hören, für die sieht nach formidabel aus. Gerade rankommen, also ich konnte mir unter dem Flash nicht viel vorstellen, wir kennen das ja bekommen. Wir lagen das von unserem Fach begegnet, die sind an einer ganz guten physische und mentale Gesundheit und eine gute Kondition. Und wie gesagt, die 90 Jahre, da ging ich nicht gehen. Nachdem, dass dann Jugend zu Rolling verbrüht hat, am Süden, sind dann dünn, der war doch nach Bäcker gesellt, der war die Bäcker Handwerk gelehrt, die werden dann beim Bäcker Flick, die hat aber dünn das Handwerk abgehen, und der sind dann dünn auch auf Tadje schaffen gegangen. Der macht die Idee, was Tadje nach Rassien, also die Dinge, also ich weiß auch nach, was das geherrscht wird, ich weiß, oder bedeutet wird, ich weiß, dass von den Hadje gesucht wird, oder Radboys früher gesucht wird, aber das Tadje, zu den Dingen. Die hat auch zu Zolwe gebaut, und zwar mit der nächsten Hem. Er hat gemerkt, die ist viel mehr gehen, die hat auch als Jung von 5 Kanner, wo er da viel gelebt hat, 2 Schwestern, 2 Brüder, und die sind dann um Zolwe gegangen. Der war doch nachher, wie vermengert Zeit, ich finde noch nicht den Alter, nachher von der Armee. Die sind doch nach der Armee gegangen, die sind doch nach rappeliert gehen. Auch da dann noch ein tausend Schub gemacht für physische Konditionen. Und die hat dann dünn Leben gemacht und mit 54 Jahren, der hat Chance für mit 54 Jahren Pension zu gehen. Und die konnte die zusammen mit der Frau genießen. Aber wie das am Süden nicht wie das nicht gegangen ist, er hatte viel rund um Tier zu machen. Wir sind dann das schöne erste Tag. Da war er dann in einem Appartement. Aber wie dann noch da, wie wir da miteinander gekommen sind, die sind da vorgegangen und da sind hier auf Heestref gekommen. Heestref kommen, wo der immens gut versorgt sind, wo der gut entouriert sind. Und es sind noch, die Leute ist noch verwindet für die ganze Familie. Und die haben noch nach ihrer zweiten große Chance für 6 Enkeln und 6 Urenkeln zu holen. 2 Kanner oder bei 6 Enkeln, 6 Urenkeln, da müssen wir ein Frieden sein, wenn die hinkommen. Und auch das hält ich, weil ich möchte Gesundheit. Die sind halt, wie gesagt, an einem herrlichen Umfeld, an einem schönen Park, wo die da können genießen.
entouriert von gutem Personal, die sich an der Richt halen, ganz besonders von einer exzellenten Direktion. Das so nicht gerne, ich muss es aber so, das ist so. Wie gesagt, wir sind noch heute hergekommen als Delegation von dem Conseil, Schwepperrot, Gemeinderat, am Namen für die ganze Population. Wir sind noch am Namen vom Syndikat-Initiative für die Freien Religiören und noch von der Amiperas, eine ganz große Plattform, die ich wünschen kann. Wir wünschen euch nach weiterhin zusammen mit der Madame viel schöner Jahre 1970 und ich dann so gesagt, dass die auch nach Natur gefeiert gehen. Und da müssen wir aufpassen, mit 95 kommen solche rum. Wir dann noch dabei sind, das eine sagt, das hängt immer von anderen Faktoren auf. Und wir sind überzeugt, dass auch die als Nachfolger dort halen, dann bei euch zu kommen, für euch auch andere Menschen in besten Konditionen herumzufahren. Wir wünschen euch das, eine exzellente Gesundheit, an einem formidablen Umfeld, bei guter physischer Kondition, und auch mentaler Kondition, und gesagt, so wie man das nicht tragen. Voilà. Felicitationen für 90 Jahre, und vielmals merci auch für die Invitation. Merci, les Damen und Herren. Den internationalen Tag vom Buch gouf auch zu Stesel gefeiert. Was es lo dummerter op sich huet, erklärt als Monique Fältchen, Präsidentin von der Kulturkommission. Den Nowen klamme mir an e Boot ze summen am Alex Vohl, dem Poet, am André Mergenthaler, den Violoncellist, am mir Schipperen ze summen an Welt vun den Autoren a vun de Bicher, wat die haut Weltbicherdach secherlech normal ass. Am Mittelpunkt Nowen steht den Albert Camus, wo den Alex Vohl sein Herz verschenkt huet, an hin huet och halt zu Lützeburg kirzeg eng Assoziation eng SBL gegrünnt, fir la Pensée camusienne ze förderen, Kultur rundrum hier an überhaupt zu fördern, an noch d'Education vun dene Jungen, wat Kultur betrifft. Wir wünschen auf jeden Fall dem Alex Vohl ganz viel Chance, viel Réussite mit dem flotte Projekt. Lo ging ich so halten ich mich kurz. Ich wünsche euch alle guten, einen wunderschönen Abend an dieser Enceinte, an einen schönen Weltbücherabend.
Das ist ein Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe, aber ganz gut an den Kontext vom Weltbuch da am Thema von diesem Moment passt. Es heißt Papiernik und das von Doron Rabinovici. Und ich lese nicht den Prolog für eine Kurzgeschichte, eine echt Kurzgeschichte. Das ist auf Deutsch, das geht. Es hatte geregnet. Papiernik wellte vollgesogen in der Tür. Lola lag auf dem Sofa und ratschte vergeblich mit einem Feuerzeug. Eine Zigarette zwischen ihren Lippen präsentierte sie ihre Beine über die Armlehne gekreuzt. Josef war aufgehumpelt und schleppte seinen Gipsfuß über den Teppich. Wütend warf er sich in seinen Mantel, ein allerletztes Gefecht. Erst als Josef endgültig gegangen war, flammte das Feuerzeug auf und entzündete nebst Lola Zigarette auch die Stehlampe. Lola sprang empor. Papiernik segelte nach die Wand und schrie Ratschläge. Lola löschte den Brand mit 2/8 Weiß, lachte über den Erbleichten und schenkte wieder ein. Lola, du bist so unterhaltsam, ja richtig aufregend, stammelte er und nippte an Josefs Glas. Spiel nicht mit dem Feuer, Papiernik, warnte sie ihn. Nur ich bin ja Brandstifterin, denn ich bin auch die Feuerwehr. Du nicht. Blaulicht, stieß Papiernik wieder an. Er hatte Lola vor einigen Wochen in einem stadtbekannten Lokal kennengelernt. Sie war an diesem Abend wieder direkt aus ihrem Atelier gekommen, wo sie an ihren Stahlfigurationen schweißte. Papiernik hatte sogleich mit ihr über Kreise und die deutsche Kunstszenerie diskutiert. Dieser glatt gefalzte Typ, der zu allem Bescheid wusste, imponierte ihr nicht wenig. Ich bin die Feuerwehr und du bist bloß meine wandelnde Enzyklopädie. Meine Bibliothek, sonst nichts, stellte Lola klar. Papiernik war zu klug, um zu verbergen, dass er die Frau verstanden hatte. So passe du, Kommandantin, umso besser auf. Die riesige Bibliothek von Alexandria ist zu Kleopatras Zeiten schon total abgebrannt und blieb für immer verloren. Du kennst mein Geheimnis nicht.
Das heißt Emission vom 20. Mai 2019. Ich soll nicht merci für den Nugucken, am mir gesehen als an 2 Wochen. Bis dann.